Nach lächt Joer hat den US-Präsident eng Strofsteier op Import aus China an héicht vun 100% desideiert. Covid war während dem meeschten Trump-Mandat ëmmer de Virus aus China a well Beijing ëmmer nëmme wirtschaftlech vun den USA profitéiert hat, miss China lo zurückbezzuelen. Ja, vun all dem war haut Echten der vun der Trump-Visit a China awer neispitze heieren. Mit waren einer Norrichten aus dem Ausland am Resümee vum Petzberz. Begrüßung haut Echten der zu Beijing vum Trump as enger Delegation am grosse Pomp. Dënno gonget fir eng Visit mat Fotografen an de Kameraleit an den Himmelstempel aus der Ming-Dynastie vum 15. Jahrhundert an der chinesische Hauptstadt. China ass Schein wo dann noch d' Reaktion vum Donald Trump. Den Xi Jinping hat Washington schon am Vierfels versto gin, dass Taiwan net zur Debatte steht. Wirtschaftlich entwickelt sich China zu der gréster Mucht op der Welt haut schon, verschafft Land 90% vun der seelenen Erde weltweit, produziert bis zu 80% vun de Solarzellen, de Wandturbinen an den elektrischen Autoen. An puncto Iran verdedigt Beijing d'Recht vun Teheran op een zivilen Nuklearprogramm als Energieressource. Zu London ass de Gesundheitsminister Wes Streeting zréckgetruden mam Argument, dass hier ke Vertraue méi hett an d'Féierung vum Premier Keir Starmer. Den Druck op de Premier wiest met Labour-Partei ass gesplickt, well Wiesel am Leadership lo géif riskierend Land an de Chaos ze stürzen. Ein Herausforderer vum Premier breicht darüber raus dënner Schriften vun 81 Labour-Memberen aus der Fraktion. Bei mehrderschen russischen Attacken op Kiew sind 7 Personen im Lewe kommen, darunter ein Mädchen von 12 Jahren. Mehr wie 670 Drohnen und 56 Raketen haben die ukrainische Hauptstadt getroffen. 20 Einwohner gehen den Moment nach vermisst, 21 goufen der Deels schwer verwundet. A Spideler brucht mehr wie 50 Wohngebäude goufe getroffen. An de Karlspreis des Jahr geht de freiere Präsident von der Europäischer Zentralbank Mario Draghi. Der renommierte Preis gouf bei enger Zeremonie zu Aachen iwwerreicht, denn Draghi gilt als Retter vom Euro an der Finanzkrise. Ënner den Ehregäst waren de Grand Duc Guillaume an den freiere Staatsminister Jean-Claude Juncker.